Also ein herzliches Dankeschön euch allen für das warm Welcome, wie man so schön sagt. Jetzt, ich weiss ja, dass ihr jetzt in den letzten 2 oder 3 Mal in Genuss von tollen Sketch gekommen sind. Jetzt, heute muss ich euch enttäuschen, gibt es keinen. Ich habe keinen Witz erzählen, weil ich vergesse die gerade wieder. Aber ich habe eine wahre Episode, wo ich schnell, dass ihr wisst, wenn ihr zu tun habt. Ich wollte ein bisschen vorwarnen. Es ist ja so, ich habe die Tendenz, mein Mann kann das Liedli singen, dass ich Wörter erfinde, durcheinander bringen, Satzstellungen und das in jeder Sprache. Also, wenn ihr heute etwas nicht versteht, ich bin's, nicht ihr. Ich könnt auch die Augen rollen oder dem Nachbarn rüberschauen. Und zwar, wir haben 9 Jahre in Kanada gelebt, mein Sohn, mein Mann und ich. Und dann habe ich dort einen Coiffeur gefunden und habe das unbedingt mal jemandem erzählen. Du musst unbedingt in den Beauty-Salon gehen. Und die Kanadier sind sehr nett. Die verstehen einem immer, auch wenn sie nichts verstehen. Wisst ihr, was ich meine? Und sie hat mich dann nur angeschaut und gesagt, ich will dich nicht beleidigen, aber weißt du, der Salon ist dort, wo man trinkt. Der Beauty-Salon ist dort, wo man die Haare macht. Und es ist ja nicht recht, ich habe Tränen gelacht, mich hat es verbessert. Bin dann nachher zurück zum Coiffeur und habe das erzählt und seitdem hat man immer ein Glas Wein serviert, während er die Haare geschnitten hat. Darum Beauty-Salon. Gut, aber um das geht es nicht. Einfach mal schnell als Vorwarnung. Ich weiss, dass wir in seiner Liebe sind, wie wir jetzt gerade gesungen haben. Und ich weiss, dass ihr jetzt begleitet sind von Gottes Liebe, Agape-Liebe und in einer Serie sind, wo wir Gott mit unserem ganzen Herzen leben, uns lieben und uns selber lieben und aber auch den Nächsten. Und zu dem wollte ich euch dann heute auch in ein Thema mitnehmen. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne ein altes, ganz einfaches Gebet beten, das wir bei Alpha leben. Ich hoffe, ihr seid dabei. Komm, Heiliger Geist, du bist willkommen. Du bist willkommen da. Füll du den Raum. Füll du den Raum da oder egal, ob man online auch zuschaut, füllen. Wir wollen mehr von dir. Wir danken dir für deine Liebe. Und ich danke dir auch, dass du unsere Herzen öffnest mit einer freudigen Erwartungshaltung. Wir wollen von dir hören. Wir wissen, dass du uns liebst. Und auch, dass du unsere Ohren öffnest. Und ich bitte dich auch, dass es deine Worte werden sein, die jetzt werden durch mich fließen. Amen. Jetzt der Titel, den ihr vorher mal gesehen habt, «Das Leben dreht sich nicht um dich», wo ihr das vielleicht zuerst gehört habt. Jetzt einfach schnell eine kleine Umfrage. Tut nicht weh. Ist gut, vielleicht einfach schnell zum Mitmachen. Wie viele von euch, wenn ihr das gelesen habt, macht das neugierig? Können wir vielleicht schnell aufstrecken? Doch ein paar, danke fürs Mitmachen. Danke für eure Ehrlichkeit. Jetzt, wie viele von euch spüren, haben so ein bisschen das Gespür, also muss ich schon etwas sagen, so ein bisschen argumentierfreudig oder so ein bisschen, einfach so ein bisschen, ja bitte, streckt auf, ihr streckt auf. Ich kann jetzt gerade fragen, danke vielmals für eure Ehrlichkeit, so gut. Und wie viele sagen, mit dem kann ich gar nicht anfangen und ich weiss nicht mal, wieso ich da bin heute. Also, ist alles gut, wir sind ehrlich, weil bei Alpha sind wir ehrlich und transparent und es ist alles gut, danke fürs Mitmachen. Jetzt, wir gehen dieser Sache ein bisschen auf den Grund heute, weil ich habe das nicht gesagt. Einfach, dass wir das auch mal schnell klarstellen. Das ist nicht von mir, sondern ich nehme euch gerade in einen Vers mit, in 1. Korinther 10, 32. Und zwar müsst ihr wissen, ganz kleinen Kontext, der Paulus hat den Brief an die Kirchen in Korinth geschrieben. Also ihr müsst euch einfach ein bisschen vorstellen, der Paulus hat das an die Gemeinde, also an uns, an dich und mich geschrieben. An Menschen, die Jesus schon im Herzen haben. Einfach so ein bisschen, dass sie so ein bisschen den Kontext kennen. Und zwar sagt er zu dir und zu mir, sagt er, seid für niemanden ein Hindernis zum Glauben. Ups. Das ist auch mein Grundsatz. Ich versuche auf alle in jeder Beziehung Rücksicht zu nehmen. Dabei geht es nicht um mich und meinen Vorteil, sondern darum, dass möglichst viele Menschen gerettet werden. Sprich, in eine lebendige Beziehung mit Jesus kommen. Also, es geht im Leben nicht um mich, um meinen Vorteil. Es geht nicht um meinen Vorteil, wenn wir da ein Kuchentablett haben und ich das letzte Kuchenstück einfach nicht meinem Mann geben will, sondern selber essen. Es geht nicht um meinen Vorteil. Oder es geht nicht um meinen Vorteil. Kennen das vielleicht auch, wenn er am Lichtsignal ist rot, dann haben sie gemacht, oder? Und die Schuhe gehen zusammen und sagen, nein, also du kommst vorne nicht rein. Oder? Kennen das vielleicht? Oder bin das nur ich? Oder? Man hat schon so ein bisschen gespürt. Es geht nicht im Vorteil und er kann einfach nicht anders und vorne rein. Oder es geht auch nicht um meinen eigenen Vorteil, wenn ich vielleicht stundenlang, tagelang, monatelang oder vielleicht jahrelang nicht mehr mit einer Person rede, weil sie mich mal verletzt hat und ich mich wieder verletzt fühle. In dem Moment weiss das die Person vielleicht gar nicht und ich quäle mich eigentlich
Es ist, wenn ich Gift trinke und hoffe, weil ich nicht vergeben kann, und wie ich Gift trinke und hoffe, der andere stirbt und ich kann nicht vergeben. Also es geht eigentlich schon um mich und doch nicht. Oder es geht nicht um mich, wenn ich jemanden neu kennenlerne im Geschäft, oder? Einen neuen Chef habe und er lädt mich zum Brunch am Sonntag und ich sage, ich kann gehen jassen, aber eigentlich gehe ich in die Kirche. Weil ich getraue mich nicht zu sagen, dass ich ein Christ bin. Weil was könnte er echt von mir denken? Okay, also dabei geht es nicht um mich und meinen Vorteil, sondern darum, dass viele Menschen gerettet werden können. Ich habe mich dann gefragt, wann bin ich ein Hindernis? Ein Hindernis, dass Gottes Liebe, die ich einfach geschenkt bekommen habe, in dem Moment, wo ich gesagt habe, Jesus, ich laufe dir nach, ich folge dir, ich will mit dir durchs Leben gehen, dass in dem Moment ich die Liebe, die ich von ihm geschenkt bekomme, ein Hindernis bin, dass ich es nicht weitergeben kann. Weil es zu fest um mich geht. Ich wollte euch eine Geschichte erzählen. Die Geschichte von der Sandra. Sie ist auf die Welt gekommen. Ist dann getauft worden. Kinder sagen nicht getauft worden und ist dann konfirmiert worden. Sie hat an Gott geglaubt. Aber Kirche war ein Gebäude. Und die Leute drinnen haben nicht gelacht. Also es war kein Happy Place. Und was der vorne erzählt hat, war auch nicht so. Also sie hat dann für sich entschieden, also sie und Gott, das ist okay. Man glaubt an Gott, aber der Rest nicht. Sie hat dann gleich als Kind gemerkt, dass sie so eine Maske anfangen zu tragen. Ihr Vater war Alkoholiker. Die Mutter hat sie mit Liebesentzug bestraft und sie auch verantwortlich gemacht für die Probleme. Und alles, was sie gemacht hat, war nicht genug gut. Aber gegen aussen war heile Welt. Vielleicht kennen ihr das so, wir wissen nicht, was in jemandem im Leben abgeht, weil wir müssen ja irgendwo eine Maske tragen. Sie hat dann relativ früh ihren Mann kennengelernt, wo sie das erste Mal bedingungslose Liebe empfangen hat. Sie hat nachher eine Anerkennung, wir haben es gerade vorher gehabt, leisten. Wir müssen nicht leisten, wir haben gerade Kinder eingesegnet. Einfach das Nächste immer gesucht. Sie war immer nach der Suche, weil sie ist ja immer noch an dem Liebesentzug. Hat gedacht, das ist die Anerkennung, oder? Sie hat Karriere gemacht. Das Nächste, dann hat man ja Ferien, Lifestyle, dort geht man treffen. Es geht einem ja ziemlich gut. So die meisten, oder, in der Schweiz. Aber sie hat sich dann einfach immer auf der Suche gewesen, nach mehr Geld, mehr Anerkennung, und es ist nie mehr gekommen. Und irgendwann ist dann der Tiefpunkt gekommen, wo sie auch noch mit mehr Geld, und dann ist weniger Geld reingekommen, als da war, und irgendwann ist mehr dann offen, und dann ist ihr Mann heimgekommen mit einem Buch, das heisst «Leben mit Vision, The Purpose Driven Life», wo auf der ersten Seite steht «Life is not about you», das Leben dreht sich nicht um dich. Die einen oder anderen haben schon 1 und 1 zusammengezählt, das ist ein kleiner Teil von meiner Geschichte, ein kleiner Teil. Ich habe dann das eben gelesen und ich wäre auch dort, wie bei dir dort, wo du gesagt hast, also muss ich ein bisschen argumentieren. Das Leben geht nicht um mich. Ich weiss, dort hat es irgendjemand gehabt, der Hand aufgestreckt hat. Und dann haben wir dann das angefangen zu lesen. Und für uns war dann ganz klar gewesen, wow, das ist ja ein Pastor, der das geschrieben hat. Und der Ursprung von all dem Guten, was dort drin steht, ist die Bibel. Und dann ist das bei uns ganz schnell gegangen. Jedenfalls haben wir dann irgendwann gewusst, nur mit Gott allein. Oder vielleicht auch noch mal am Sonntag in die Kirche kommen. Schon mal besser als, oder? Gemeinschaft. Geht es nicht, es geht noch viel mehr. Wir haben dann gewusst, dass wir irgendwann auch mal in eine Kirche und weiss ich was und unser Herz, unser Trauma öffnen. Und dann, haben sie dann erzählt, dass es ein Alpha gibt. Mein Mann ist gerade gegangen, ich nicht. Er hat dann gerade so die letzten 4-5 Mal mitgemacht und ich bin aber nicht gegangen. Ich bin dann erst nachgegangen, weil er ist heimgekommen, hey, das musst du ausprobieren. Da hat es Leute von den Banker und Homeless, die dort sitzen. Und wir haben alle Fragen und wir sind einfach alle angenommen und akzeptiert und wir sind alle auf der Suche. Dann bin ich dann auch gegangen an dem Heiligen Geist Wochenende und dort habe ich dann Jesus nochmal neu eingeladen, wirklich eingeladen und habe vor allem den Heiligen Geist, von dem habe ich noch nichts gehört, den Holy Spirit, habe ich erleben, wie er sich von innen anfängt zu transformieren. Das war eine Freisetzung, unglaublich. Nur ein paar Sachen aus dieser Scham, die ich für meinen Vater als Alkoholiker. Der Scham hat Gott in einen Stolz umgewandelt. Das kann nicht ich. Er hat mir plötzlich aufgezeigt, was
dass er ganz viele Jesus-Qualitäten hatte, meinem Vater, und hat mir seine Perspektive gesagt. Der Hass ist wirklich ein starkes Wort, der Hass, aber die Abneigung von meiner Mutter ist in eine tiefe Liebe verwandelt worden durch Gott und in einen Vergebungsprozess. Das sind so Sachen. Und irgendwann ist die Maske ist gefallen lassen. Die Maske ist runter, weil Gott liebt einem so und es ist plötzlich, merkt man, mein Leben hat sich nur um mich gedreht. Wie kann ich die besseren Ferien machen? Wie kann ich die bessere Lohnerhöhung bekommen? Wie kann ich das andere Business? Wie kann ich da noch mehr Geld machen? Ja, nein, heute. Also wenn ich es nicht spüre, dann mache ich es nicht, oder? Kennt ihr vielleicht, oder? Es ist alles so. Es ist nicht böswillig gewesen, aber es ist nicht im Ding und es ist plötzlich so eine Freisetzung gewesen. Einfach so, ich muss gar nichts mehr. Gottes Liebe fließt und sie fließt dann einfach durch und man darf, es geht in der Hingabe, es ist eine Hingabe, dass ich nicht mehr etwas leisten muss, sondern dass ich einfach Gott, mich ihm zur Verfügung stellen darf. Und dort ist es wirklich auch so darum gegangen, dass die Sehnsucht nach immer mehr oder schauen, was die anderen denken, was man alles macht, das ist plötzlich gleich gewesen. Es ist plötzlich eigentlich gleich gewesen. Es ist so wie eine Freisetzung geworden und man hat sich frei gefühlt. Weil alles, was man wollte, ist mit Gott unterwegs und von Gott gebraucht zu werden. Und ich habe gemerkt, dass es im Leben eigentlich nur geht, dass wir Menschen zu Jesus anlieben dürfen. Er hat jeden von uns einzigartig geschaffen. Jeder von uns hat Qualitäten. Und wir dürfen ihm einfach dienen und Menschen zu Jesus anlieben. Jetzt, ich weiss, ein paar von euch haben vielleicht schon den Matt vorgekommen und gesagt, ja, Alpha, Evangelisation, jetzt kommt Sino, Evangelisation. Jetzt sind wir einmal ehrlich, wie viele von euch haben vielleicht so ein Evangelisationstrauma? Also, wir können ja wieder ehrlich sein, oder haben vielleicht früher mal auf die Straße und haben reden von Jesus andrehen. Ich tue es jetzt ein bisschen überspitzt formulieren. Oder wenn ihr das nicht gemacht habt, dann kommen wir nicht in den Himmel. Oder ich weiss auch nicht, was wir gehört haben, oder? Wir sind ehrlich, oder? Oder eben vielleicht ein bisschen ein Verkaufstrauma, wo ihr sagt, eben, ich habe mal dem etwas andrehen oder der hat mir den Staubsauger angedreht oder einfach irgend so. Also, wie viele von euch fühlen sich manchmal ein bisschen so? Weil ich kann beide Hände aufentun. Danke, ich bin nicht alleine. Man würde es nicht denken, aber ich hatte auch ein Trauma gehabt. Ich hatte ein Verkaufstrauma gehabt. Ich habe, als junge Frau bin ich in so einer Sprachschule gearbeitet und da hat man wirklich einem beigebracht, wie man verkaufen, wie Sprachpackages. Und da hat man noch Papier übrigens auf die Servietten. Ich weiss nicht, Generation, oder? Und ich weiss, ich hatte ein Rollenspiel gehabt, das war ein Training und man hat mich aufgenommen auf Film und ganz viele Leute haben geschaut und ich habe gewusst, ich brauche den Kugi. Ich brauche den Kugi, um mir das vorzeigen, oder? Wie ich es gelernt habe. Und ich habe gemerkt, ich habe den Kugi nicht. Die Kamera ist schon gelaufen. Ich bin nervös. Ich sage, okay, kannst du improvisieren, ist nicht gegangen, oder? In dem Moment gewusst, okay, jetzt kommt der Moment, ich brauche den Kugi. Was mache ich? Tick. Oder? Die Kamera weg, gehe den Kugi rauschen und es ist gefühlt in Minuten, oder? Jedenfalls haben alle gelacht und ich hatte ein Trauma gehabt. Ich habe gesagt, das kann ich nicht. Und habe mir das Leben lang nachher gesagt, ich kann nicht verkaufen, ich will nicht verkaufen, ich kann das nicht. Und das hat mich jahrzehntelang begleitet, auch weil ich selber ein Business hatte und. Und das war ein richtiges Trauma gewesen. Aber irgendwann ist es dann mal zu dem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, wo ich Jesus vor die Füße gelegt habe. Oder? Einfach Jesus vor die Füße gelegt habe. Weil Jesus sagt, in Markus 1,17, sagt er etwas zu dir und mir. Kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Jetzt der eine Hut von mir, der traumatisierte Hut, sagt mir, was? Ich muss die Menschen um Haken rausziehen. Also stell dir den Schwiegervater vor oder die Schwiegermutter oder der Chef. Also jetzt einfach, wir gehen jetzt schnell dort hin, oder? Das ist die traumatisierte Version. Also das mache ich nicht. Aber die andere Version, die denkt schon vielleicht an Petrus, oder, der ja das Netz rausgelassen hat. Da können ja ein paar reinkommen, dann müssen sie dann haken. Ist schon ein bisschen besser, oder? Das sind ja Gemeinschaft, haben die Fische zusammen. Das ist schon ein bisschen besser. Aber ich bin dann wirklich, als ich Jesus vor die Füße gelegt habe, weil ich selber ja Jesus und die Transformation erlebt habe, habe ich gesagt, okay, wieso sage ich nicht,
ich darf einfach Menschen zu Jesus und mir ins Boot einladen. Das ist schon besser, oder? Einfach, ich darf. Und das Geniale ist, es kann jeder selber wählen. Gott hat uns die freie Wahl geschenkt, jedem. Und wenn jemand Ja sagt, Halleluja. Wenn jemand Ja sagt, Halleluja. Ist okay. Aber wir dürfen das machen. Ich habe ihm das dann wirklich vor die Füße gelegt und plötzlich ist so ganz viel, wie ich das selber erlebt habe, ist das noch tiefer gekommen, weil bei Alpha haben wir eine Pastorin in Kanada, die Autor ist und schon lange Alpha macht. Und er hat mir mal gesagt, du musst dir das so vorstellen, Sandra. Evangelisation, also jemanden aufs Boot einladen, nur. Das heisst, du musst nicht von Jesus erzählen, musst du mir auch nichts erklären. Also das macht dann Gott oder der Wett oder was auch immer. Aber es geht, da hat jemand gesagt, du musst dir das so vorstellen, Evangelisation ist einfach einer Konversation beitreten, die der Heilige Geist schon lange vorbereitet hat. Ich sage es nochmal. Evangelisation ist an einer Konversation beitreten, die der Heilige Geist schon lange vorbereitet hat. Das bist nicht du. Gott schafft. Er geht voraus. Er geht hinein rein, er geht neben dir. Er macht das Heavy Lifting. Ich und du mit unseren Menschen retten. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir müssen ihnen auch nichts groß erklären. Das macht Gott. Oder für die nicht irgendwie berufen hat. Oder? Und das hat mich so freigesetzt. Es hat mich einfach gedacht, wow, das stimmt. Also ich habe eigentlich Gott immer dabei. Meine Aufgabe ist es einfach, den Heiligen Geist einzuladen. Jeden Morgen. Und ihm sagen, hey, wem darf ich den Tag heute besser machen? Wem darf ich, zeig mir's. Gib mir einen Namen, schenk mir eine Begegnung, sag es im Beck mit einem Lachen. Es muss nicht etwas Grosses sein. Wir müssen nicht jedem sagen, hey, Jesus ist cool. Wie der Nicky Gamble das gemacht hat, der Gründer von Alpha. Er hat seine Frau übrigens, er ist gerade bekehrt worden und war in der Disco gewesen und hat seine heutige Frau, die er seit 50 Jahren zusammen ist, hat er so angemacht und gesagt, du siehst schlecht aus, du brauchst Jesus. Das ist eine wahre Story. Also, ihr merkt, mit Gott kann man keine Fehler machen. Sie hat ihn geheiratet. Der Heilige Geist ist schon vorausgegangen. Also, ich wollte eigentlich mehr ermutigen. Wir können gar nichts falsch machen. Gott hat es im Griff. Und es darf so eine Freude und eine Leichtigkeit sein, weil es eben nicht mehr um uns geht. Wir dürfen jeden Morgen aufstehen und sagen, hey Gott, brauch mich. Und zeig mir's. Er ist schon vorausgegangen. Und zwar hat er uns auch so ein bisschen drei Möglichkeiten gezeigt, Jesus, wie wir vorgehen können. Zuerst, wir fangen an mit den Liebsten und den Nächsten. Also, ich weiss nicht, das ist manchmal am schwierigsten. Geht es jemandem auch so? Oder vielleicht, ich habe auch ganz lange Menschen kennt, die mir nie über Gott geredet haben, weil ich erst später dann Jesus das Feuer in mir erweckt hat. Ist immer ein bisschen am schwierigsten. Aber ich wollte euch schnell in den Mark 1, 29 bis 31 mitnehmen, in die Geschichte, wo eigentlich Petrus Jesus zur Schwiegermutter führt. Sie verließen sogleich die Synagoge und gingen zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Simon ist der Petrus, einfach nur, dass ihr das wisst. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und diente ihnen. Also Petrus ist gerade als erstes mit Jesus, also der ist als Mensch, Gott ist als Mensch gekommen, also physisch hat er ihn mitgenommen. Klar, wir haben jetzt Jesus nicht physisch da, aber wir haben den Heiligen Geist, der in uns innen ist. Wir können ihn einfach immer mitnehmen. Und mein Schwiegervater und ich, wir kennen uns seit 32 Jahren und es ist immer ein bisschen eine Distanz gewesen. Es war nicht so eine Wärme gewesen. Und ich habe erst später gemerkt, dass das ja eigentlich ich das Thema bin. Weil ich habe eine gewisse Vorstellung, wie ich von ihm die Liebe empfangen. Und die Liebe hat vielleicht ein bisschen ähnlicher ausgesehen wie die von meiner Mutter. Nicht, dass er mich mit Liebesentzug gemacht hat, aber das war einfach ein bisschen andere Art gewesen.
Und bis dann Jesus mir mal aufgezeigt hat, nein, er hat mich mit seiner Liebe gefüllt und hat das dann einfach transformiert. Und wir haben plötzlich angefangen zu beten, er hat auch in Alpha geschaut. Plötzlich passieren die Sachen, weil Jesus in mir die Arbeit macht. Wir sagen, stell mir zur Verfügung. Das Zweite, kümmere dich um andere. Gastfreundschaft. Dienen. Da geht es um das Thema Dienen, wo der Markus sagt, die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt und er heilte viele an allen möglichen Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Das Wort heilen kommt vom griechischen Therapeutus, jetzt wissen wir auch Therapie. Habe ich nur gesagt, sorgen und einfach dienen. Also es geht darum, dienen in deinen Gaben, wie Gott sie dir gegeben hat, in deinen einzelnen Gaben. Jeder hat verschiedene Gaben bekommen, einzigartig. Und ich will eine Geschichte von Alois erzählen. Der Alois ist katholisch aufgewachsen. Er hat gesagt, also ich und der Gott, da muss er mir nie etwas vormachen. Er hat aber in Alpha müssen kommen. Die katholische Kirche hat das mit seinen Gremien und Mitarbeitern mal ausprobiert. Und er hat gesagt, ich bin nur da am ersten Abend gesagt, um zu schauen, es sind seine Worte, ob Gott auch die anderen brauchen, die nicht die heiligen Gewänder anhaben. Das war seine Ausgabe, nicht meine. Und wie man so ist, bei Alpha gehen wir Kant und sagen, danke fürs Teilen. Punkt. Und dann am Ende habe ich ihn gefragt, du hast Gott deine Antwort bestätigt, hast du eine Antwort bekommen? Und dann sagt er, ja. Sie haben den Pilgermarsch abgesagt, wo er schon Jahre immer mitgegangen ist. Da hat er gefunden mit seiner Frau, sie machen das Gleiche mit diesen 40 Leuten. Und er hat dann den Pilgermarsch geleitet und mit allem. Und er hat gesagt, Gott hat mich brauchen können. Weil er freigesetzt worden ist durch Gott. Und das Letzte und das Wichtigste ist, bete für andere. Fürbitte. Die Geschichte kennt ihr vielleicht. Sie ist hinten eingeblendet. Ich tue sie euch schnell zusammenfassen. Es geht darum, dass 4 Freunde haben einen gelähmten Freund zu Jesus angebracht, weil 4 Freunde für diesen Freund geglaubt haben. Wir wissen nicht, ob sie gebetet haben für ihn. Ich gehe jetzt davon aus, aber sie haben geglaubt. Sie sind für ihn eingestanden, für die Heilung. Und haben ihn Jesus angebracht. Und Jesus hat ihn geheilt. Hat ihn geheilt, weil die Freunde für ihn geglaubt haben. Jetzt denkt mal, wenn wir als Gemeinde für all die Leute glauben, die unsere Nächsten, die rundherum sind, und für die beten und glauben und einstehen und sagen, komm mit mir aufs Boot, komm mit mir in Alpha, komm mit mir einen Kaffee trinken. Ich will dir zuhören, wie wir letzte Woche hatten. Ich will dir zuhören, ich will dich sehen. Zeig mir auf, was da passieren kann mit dieser Kraft, wenn wir zusammenstehen. Das ist unglaublich. Diesbezüglich, der Mike und Can sind fast 20 Jahre geheiratet gewesen. Der Mike, die Ehe ist recht kalt geworden. Ganz kalt. Und Can hat immer für ihn gebeten. Und sie hat fast nicht mehr können. Aber immer wieder gebeten, dass er gleich noch zum Glauben kommt. Irgendwann hat sie noch mal zu einem Alpha eingeladen und er hat zu ihrem Erstaunen Ja gesagt, nach fast 20 Jahren. Oder verschrickst du auch. Aber sie hat nicht aufgegeben. Er ist gekommen, er ist immer wieder gekommen, ist immer da gesessen, 6 Mal, hat nie etwas gesagt. Er ist einfach geliebt gewesen, ist alles gut gewesen. Er ist trotzdem immer gekommen, ist das Heilige Geist-Wochenende gekommen. Das Heilige Geist-Wochenende zu unserem Dings, wir haben ja nie etwas gesagt, ist er für das Gebet. Hat Jesus ins Herz eingeladen, den Heiligen Geist eingeladen, zusammengebrochen am nächsten Morgen vor 100 Leuten. Erzählt er, dass er Gottes Liebe erfahren hat und dass er seit er 14 ist von Pornografiesucht gelitten hat. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Mut das braucht? Einfach bumm, das war Gott. Hat ihn freigesetzt, bis heute hat er nie mehr draufklicken, hat sich dann auch taufen lassen und ist nachher natürlich umgekehrt und die Ehe ist natürlich so und ist natürlich jetzt im Dienst. Was ich mehr sagen will, ist, auch zum Abschluss ist, wir wissen nie, Gott ist vorausgegangen, der Heilige Geist ist mit uns gekommen. Und wir dürfen uns ihm einfach zur Verfügung stellen. Und wir dürfen einfach Masken ablassen, wir dürfen so sein, wie wir sind. Jeder von uns ist eigen, einzigartig und Gott kann jeden von uns brauchen, wenn wir uns entscheiden können, hey, ich stelle mir dich zur Verfügung. Geh du voraus und zeig mir, wenn ich heute, vielleicht kann ich über die Straße helfen, wenn ich heute kann meinen Tisch einladen kann, mein Zuhause einladen, wenn ich vielleicht etwas zahlen oder was auch immer, etwas Gutes tun. Wir dürfen die Menschen zu Jesus lieben. Gott übernimmt den Rest und wir dürfen Menschen auch ins Alpha einladen, wo auch immer sind, weil es gibt nichts Schönes, wenn du deinen kleinen Beitrag, der echt gross ist, geleistet hast und die Person nachher Jesus erlebt. Das macht süchtig. Und du immer ein Teil darfst davon sein, auch bei der Taufe und überall darfst du dabei sein. Vielleicht
fragst du dich heute gerade in dem Moment und überlegst dir auch, wo dreht sich das Leben vielleicht einfach noch zu fest um mich? Ich frage mich das immer, weil es dreht sich immer noch fest um mich. Jeden Tag ein bisschen weniger. mit Gottes Gnade. Weil es macht ja Freude. Und vielleicht fragst du dich halt jetzt, wo will ich kein Hindermesser mehr sein, dass Gottes Liebe durch mich fließt und andere berührt? Wo ist der Moment? Vielleicht ist es auch so, dass du vielleicht sagst, ja, du willst heute vielleicht auch sagen, hey, heute bin ich bereit, Jesus, und ich will mich dir einfach heute mit einer Entscheidung noch mehr zur Verfügung stellen. Weil das Leben dreht sich nicht um mich und meinen eigenen Vorteil, sondern um das, dass möglichst viele Menschen gerettet werden. Und denkt daran, es sind nicht wir, die die Menschen retten. Das macht Gott. Wir dürfen mit ihm zusammen unterwegs sein. Er geht voraus, ist nebenzu, ist hinten rein. Meine Mentorin hat mir mal gesagt, sie hat sich gesagt, es darf kein Tag vorbeigehen. Sie hat das einmal gemacht, wo ich nicht am Stupsen vom Heiligen Geist in dem Moment nicht gefolgt bin, sondern vielleicht dieser Person sie nicht eingeladen habe oder nicht geliebt habe. Oder weil das ist das schlimmste Gefühl, wenn sie jetzt Nacht einschläft. Sie möchte einfach für ihn unterwegs sein. Und ich finde das irgendwie so schön. Es gibt immer so einen Jesus-Check oder so. Wann geht es so zu fest um mich? Und ja, ich würde gerne noch beten. Danke, Jesus, dass du so gnädig bist, dass du uns so liebst und so geduldig bist und dass du uns begleitest, dass du uns führst, dass du uns immer tiefer nimmst, dass du uns immer mehr und mehr dir ähnlich machst. Dafür bin ich dir so dankbar und ich bitte dich auch, dass in dem Moment du vielleicht gerade beim einen oder anderen ein bisschen etwas am Stupsen bist, vielleicht kommt ein Name in den Sinn. Vielleicht kommt auch jemand in den Sinn, wo ich schon lange nicht mehr geredet habe. Wo es vielleicht jetzt der Moment wäre, wo ich die Vergebung, die du mir gratis gegeben hast, die du mir einfach geschenkt hast, weil du für mich gestorben bist am Kreuz, dass die Vergebung auch weitergeben kann. Dass ich freigesetzt werden für dich. Dass ich von dir gebraucht werden, eingesetzt werden. Zeig du es auf, zeig dir meine Gaben auf, von der Gastfreundlichkeit. Dass ich Menschen zu mir einladen darf, dass ich hören, wie wir es gesehen haben. Letzte Woche haben wir gehört, dass wir zuhören. Hinter die Masken, Fassaden, die wir vielleicht aufgebaut haben, dürfen hineinhören und deine Liebe darf hineinkommen. Dass wir Leute sehen durch deine Augen und nicht durch unsere Augen. Und ich danke dir, dass du uns eine Freude und eine Leichtigkeit schenkst auf dem Weg. Und dass du unsere Herzen einfach noch tiefer nimmst, dass wir uns die komplett hingeben wollen. Wir wollen mit dir unterwegs sein, egal was die anderen denken. Weil alles andere ist gar nicht mehr so wichtig. Und ich sage euch ja jetzt wirklich alle zusammen mit einer Leichtigkeit und Freude, dürfen mit Jesus partnern. Wie genial ist das? Mögt ihr euch Augen aufmachen, Herzen aufmachen, Ohren aufmachen. Bei Alpha, wir hören zu, wir reden nichts, wir hören. Und dass Gott nachher den Rest machen darf. Und ich danke dir, dass du jedes eigene, jedes, was da ist, einfach berühren, ausrüsten, freisetzen von Masken, dass Masken fallen dürfen. Weil du jeden Einzelnen da oder online liebst. Amen.